Herr Präsident, pardon, die Damen und die Herren, wir hören vom Herrn Außenminister, dass Lützeburg 2 neue Ambassaden opmischt, ein Resident zu Ankara und ein Nicht-Resident zu Abu Dhabi. Mit Ankara sind wir d'accord, auch wenn ich muss bedauern, dass du wenn's die Posten bei der OSZE personalmäßig Verluste müssten erleiden. Das wäre nicht nötig gewesen. Mit Abu Dhabi, wenn wir auch ökonomische Interessen zu Dubai haben, da fragt sich aber, ob als die echt diplomatische Präsenz am Nahen Osten nicht hat müssen ernst angepackt gehen. Wir warten eine Ambassade zu Kairo, wo der Sitz von der Arabischen Liga ist, an den Ambassadeur dann an die Vereinigten Arabischen Emirate ko-akkreditieren, am Platz nicht Residenten Ambassadeur mit Sitz zu Lützeburg. Gleichzeitig hat da können den Ambassadeur von Athen zu Israel an Israel akkreditieren, an Georgien von Ankara aus kouvrieren. Leider sind wir ja, wenn eine sozialistische Partei schon gewinnt, dass Falschdecisionen über die Implantation von Ambassaden getroffen gehen. Wir erinnern uns an das Dossier Kuala Lumpur. Wir sollten endlich eine Logik an die Organisation von unserem diplomatischen Réseau heranziehen und die aktuellen Schwerpunkte eliminieren. Dazu gehört auch ein Vollzeitambassadeur bei der NATO, Südkorea, ein G20-Member, mit dem wir ausgezeichnete Beziehungen haben, wenn wir am Koreakrieg mitgemacht haben, verdient eine Asian-Ambassade. Das ist historisch eine Beleidigung für die Koreaner von Tokio aus der aller Puissance occupante kouvriert zu gehen. Politische Fehler. Schön auch, dass nur der ungarische, auch die schwedische Ambassade zu Lützeburg zugemacht wird und dass wir noch immer keine indische Ambassade am Land haben. Herr Präsident, mit viel mehr hat der Minister probiert, die außenpolitische Irritationen vom letzten Jahr als eine Verteidigung von europäischen Interessen durch als Regierung wegzuretuschieren. Aber so einfach ist das nicht. Als Problem auch noch ganz viel mit dem Stil von unserer Außenpolitik zu dienen. Als Hauptvertreter am Ausland, der Premier und der Außenminister verursachen allen zwei Tags unnötig Probleme für das Land. Dasselbe gilt auch für Madame Reding. Der Außenminister, sein diplomatischer Vokabular schenkt sich an der Last auf 3 Ausdrücke zu limitieren. Je condamne fermement, und sind da kurzem qualifiziert die Propositionen von unseren Notbeschländern auch noch als politisch irrsinnig. Ob der Fond will man auch nicht angehen, wohl aber ob Form. Wir haben einen Außenminister, den sich offensichtlich nicht bewusst ist, wie stark die Ausdrücke sind, mit denen hier permanent rundherum sich gehalten. Tatsache ist, die Stil können am Ausland ganz schlecht un. Wir sind nun einmal ein kleines Land, aber wir sind auch bleiben auf die gute Wille vom Ausland angewiesen. Wenn wir mit etwas nicht d'accord sind, was ja als gut recht ist, dann muss mir das doch so, aber wann ist geliefert am Stil und am Kader von denen diplomatisch akzeptierten und akzeptablen Begriffen. Wir brauchen und wir wollen als Lützeburger Land keine Ministerin und keine Kommissäre, die sich am Ausland je nachdem als Klonen oder als Raudien opfeiern, keine sozialistische oder christlich-sozial Hooliganen hinter dem Schild Lützeburg. Wir notieren, dass ein Außenminister auch noch Flemmer der Lützeburger selber hat, der was ein Pai bezahlen, die hier gewählt haben und die hier soll am Ausland vertreten. Wir lesen, dass der Herr Asselborn Flemm mit der Lützeburger Mentalität hat, weil Lützeburger keine Prisonnier von Guantanamo haben wollten. Das ist das klassische Problem von den verkannten Genien in der Politik, das Volk versteht sie nicht. Der Premier hat überdem seine eigene Sorge. Wir waren alle enttäuscht, dass hier nicht auf Brüssel gegangen, als wir hier am Meer gehofft hatten, als eine eigene Partei bestimmt am meisten. Das Problem ist, dass es ein Verbattertät an immer mehr große Isolation allem Spiere lässt. Hier hört kein richtiger Büroderstab, der kann wirklich konzeptuell schaffen, und ob den hier noch lauschen. Es gibt sich stark Ideen von ausländischen Thinktanken ugelesen, dann einfach überholt, praktisch unreflektiert und undiskutiert über die Wege von Interviewen an die Welt herausgedrohen. So zum Beispiel auch bei den sogenannten Eurobonds, die nicht können funktionieren, weil man Sicherheit kein Land berät ist, für eventuell für die Schulden von anderen Memberstaaten mit abzukommen. So probieren gegen die Verschuldung erst danach erleichtern, wie sie limitieren. Die Idee geht schon international als Ausspielung auf dem Herrn Juncker sein Numm als Junkbonds verspott und plötzlich Schrott-Schuldscheiner. Der Premier setzt sich an als Land unter der Lichtfrankisch der internationaler Kritik aus. Auch spürt hier selber nicht und Kritik und andere Länder, und dann haben wir altnäs ein Problem weiter, die wir als Lützeburg überhaupt nicht bräuchten.
Jedenfalls als Resultat von den letzten Jahren dat mir international nicht mehr gut abgestaltet sind. Die Belgische Zeitung Le Soir hat zum Beispiel was Premier gesagt, en perdant la présidence européenne, Juncker a aussi perdu sa baraka, sa magic touch, sa capacité de persuasion. Besonders als Kleinland brauchen wir aber Premier mit politischem Gespiel, ob den auch gelauscht wird, an net nimmen een, der bei den Journalisten bekannt ist. Wir können eigentlich die Kollegen der CSV nimmer rode mal kein Personaldebatte unzufangen. Herr Präsident, der DDR steht für ein Europa, wo souveräne Nationen gegen den europäischen Superstaat. Aber wenn der Herr Minister hat, wir stellen nicht zur Verfügung, mir kommt gut da. Ihr braucht kein Personaldebatte mit der Hitler schwätzt doch für sich. Und für diese Position kriegen wir auch immer mehr Zustimmung für die Leute. Die EU ist an den Ort, wo viele Menschen immer mehr ein Gefahr für das Land, für als Freiheit und für als Identität. Herr Präsident, gibt mir einen Schrift Herr Präsident, gibt mir einen Schrift nur die Zeit bei, die die Herren der CSV durch ihr unzivilisiert beholen wollen. Merci. Ja. Stück für Stück der Souveränität inner Gröven agin als Rechter aufgestellt. Da tun mir eure Lohnes gesehen, wo Frankreich und Deutschland sich über Reformpropositionen zu Deauville eins kaufen. Über eine vereinfachte Vertragsänderungsprozedur sollen Zentraländerungen in der europäischen Architektur durchgeboxt gehen. Memberländer sollen zugur können ihr Stimmrecht an Europa verlieren. Das ist ein Putsch von Uwe gegen das demokratische Europa. Aber weil so Sanktionen in der Praxis niemals gegen die großen Nationen drehen, also eure Putsch von den großen gegen die Kleinen. Schritt für Schritt, Herr Minister Asselborn, wenn ich vorstelle, ja, Herr Minister, will ich eigentlich vorstellen. Aber dann kriege ich Zeit drin, Herr. Ja, aber nicht, werden wir das Herr Minister eigentlich vorstellen, dann antworten wir darauf. Herr Minister, ich wollte nicht steuern. Mit die ganze Zeit plädiert, dass man das Land mit den schlechten Werten, mit den schlechten Parolen vertreten, nur so der selber, dass das, was zu Deauville geschieht, das nicht zu schlecken war, also man müsste repostieren. Was hat noch gern? Ich hätte gerne, dass er repostiert, aber anständig. Weil heute mal am Lützeburger Parlament, und da können wir auch beschwätzen, wenn man im Ausland an einer diplomatischen Funktion aus, da seht ihr den deutlich, weil den denkt, mit denkt, seht ihr nicht an der diplomatischen Form. Heute sind wir an der Politik, heute können wir auch nicht schwätzen, Herr Minister, das ist bestimmt gut, dass man in Open sieht, was los ist. Ich meine, hier geht es nicht mehr nehmen, die können Außenminister sind in diesem Saal. Schritt für Schritt gehen wir entmündigt. Und als Regierung kapituliert all Chaos. Das Jahr hatte mir schon Diskussionen, Budget, die musste der Kommission gewiesen gehen, ihr den Nationalparlamenter zu Gesicht kreiert. Das ist kein Respekt für eine Demokratie. An der Lo, wir gesehen, wie das europäische Recht all der mehr verdreht und manipuliert wird, für die kleinen Memberländer auch nach ihr Rechte wegzuholen. Wir sind d'accord, mit einer Gouvernance ökonomique für die Stabilität vom Euro zu erhalten. Aber Europa hält das Argument zum Vierwand, für Land, die bestehenden Verträge sind Pouvoiren auf Kosten von den Memberstaaten, gegen den Willen von der Majorität von der europäischen Population permanent auszubauen. Und wir beschäftigen uns hier in der Chambre mit Mini-Prozeduren, die sollen die Illusion vermitteln, als hätte beim Lissabonner Vertrag die Nationalparlamente mehr Rechte gekriegt. Das Problem ja selber da beschrieben. Das ist nicht mehr wie eine interessante Beschäftigungstherapie. Wir haben hier an diesem Parlament eine Naivität an der Europapolitik, die für zu kreischen ist. Wir müssen Europa endlich Grenzen setzen. Wir brauchen Männer Europa, viel Männer Brüsseler Bürokratie und es viel mehr nationale Kompetenzen für die Memberstaaten. Wir bestehen als RDR auf unserer nationaler Souveränität und auf einem Europa von den Nationen. Es ist eine Zumutung, dass das Europäische Parlament in einer Zeit, wo alle Memberstaaten spuren, eine enorme Erhöhung vom Unionsbudget fordert. Wie auch die britisch Konservativ fordert der DDR, dass das Budget von der Union limitiert wird auf Maximum 1%. Letzte Regierung ist aber wie immer nicht an die Knie gegangen, aber wird sogar mit einer Augmentation vom Budget d'accord. Es wird klar gesagt, dass der DDR auf keinen Fall mit neuen EU-Steuern und mit mehr Eigenmitteln für die Union einverstanden ist. Erstens aus prinzipiellen Gründen, für die Brüsseler Moloch überhaupt noch können zu kontrollieren, also es wichtig, dass er für sein Finanzement von den Europa-Memberstaaten aufhängig bleibt. Aber auch zweitens, weil wir hier im Land schon die Leute, laut Regierung, nicht mehr, mit Regierung die Leute, Steuererhöhungen an unnötige Sozialaufbau zum Schluss kommen. Merci, Herr Präsident. Ich möchte just aufmerksam der CSV lang geschwertet und Herr Minister Asselborn, und später nicht mal die Minuten gehen, die ich brauche für die Hun aber nicht die Version, Herr Karteiser.
Also Herr Präsident, ich halen op mir, ich will aber all die Leute dubause no gesund, der CSV nach eng Maulkurfmentalität huet an der Opposition ha am Land. Problem huet wie zu an der Chamber können ihr Positionen durchzustellen, weil Trierzeit von de Parteien ha so limitiert, dass ich mein CSV hat genug Zeit für zu schwätzen, die Regierung hat genug Zeit für zu schwätzen, an diesem Land hat die Opposition nicht genug Zeit für zu schwätzen. Können die Zeit profitieren für zum Schluss von ihren Ausführungen. Schluss, weil ich mein, vor schöne Schluss, Herr Präsident, für so wird der Demokratie hier am Land auch nach verbesserungswürdig ist. Ich soll nicht merken, dass er gelehnt, das deutlich zu sagen.